Ich komme, ich muss nur noch schnell. Also, dass das Telefon immer ausgerechnet dann muss läuten, wenn ich gerade am Gleiten bin. Ja, und die Suppe habe ich ja noch. Die muss ich jetzt zuerst noch gehen. Ich komme gerade! Ich muss nur noch schnell die Herzplatten abdrehen. Das ist nämlich gefährlich. Und nicht, dass mir noch die Suppe dann oder so. Ja, ich komme ja schon. Ich bin ja schon da. Ich muss nur noch schnell meine Brille suchen. Also, ohne Brille kann ich nicht telefonieren. Ich verstehe kein Wort, wenn ich die Brille nicht bei mir habe. Wo ist jetzt auch die Koggenbrille wieder? Ich habe sie doch gerade... da! Also wer hat jetzt die Brille unter die glätteten Tischtücher? Ich weiss auch nicht, was das ist. Das ist ein Zeug, ist das. Immer tut mir jemand mein Zeug weg oder verschlampt es oder ich weiss nicht, wie das kommt. Ich wohne doch allein und... Ja, was habe ich jetzt? Ah, glätten. Nein, glättet habe ich ja schon. Ich habe ja aufgehört glätten. Ich habe... Was habe ich jetzt? Ah ja, natürlich! Telefonieren. Ich habe ja telefonieren. Das Telefon läutet ja. Ja, hallo. Da ist Frau Schümperli. Ist ja nur der Sumpter. Also ich weiss auch nicht, was das ist. Manche Leute, die sind so furchtbar rücksichtslos. Zuerst läutet es einmal an und dann, wenn man es abnimmt, ist niemand mehr dran. Also jetzt gerade, wo ich habe... was habe ich jetzt? Ich bin doch dran gewesen an etwas. Und wo bin ich jetzt auch dran gewesen? Ja, die Suppe. Ich habe ja die Suppe. Nein, dann wäre ich ja nicht in die Stube. Warum bin ich jetzt echt in die Stube? Ja, natürlich, jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Der Karl Friedrich, ja, der muss doch etwas zu essen bekommen. Und die Vögel von aussen, die wollte ich auch noch füttern. Ja, Karl Friedrich, musst nicht traurig sein, ich hatte dich nicht vergessen. Nein, du kommst jetzt gerade etwas über. Ja, das feines Mampfi, du bist nämlich ein herziges, liebes Goldfischli. Und ein schöner bist du, gell, und ein gescheiter. Ein ganz schönes, herziges. Ja, jetzt gebe ich dir schön von deinem Mampfi-Futter und dann nachher gebe ich noch den lieben Vögel von ihrem... Also jetzt läutet es schon wieder. Also jetzt müssen sie warten, ich kann jetzt nicht kommen. Nein, wirklich. Jetzt muss ich zuerst dem Karl Friedrich sein Futter geben. Komm, Karl Friedrich, komm schön. Ja, ist feine, gell, das hast du fein. Jetzt hören Sie auf läuten. Der kann nicht fressen, wenn Sie so laut läuten. Das tut dem nicht gut. Ich habe doch gesagt, ich komme gerade. Also das ist wirklich ein Unverschämt. Ich bin ja schon da. Hallo. Wisst ihr, warum Frau Schümperli so geäusset hat? Sie hat aus Versehen statt dem Telefon das Bügeleisen ans Ohr gehoben. Aber macht euch keine Sorgen. Sie war nicht halb so schlimm, wie sie ausgesehen hat. Sie ist sofort zum Doktor gerannt, der hat ihr einen Verband gemacht und nachher war das Ohr noch 3 Wochen roh gewesen, das ist alles. Ich habe gedacht, ich erzähle euch das lieber gerade, weil nämlich Frau Schümperli in unserer Geschichte überhaupt nicht mehr vorkommt. Dafür umso mehr der Karl Friedrich, ihr Goldfisch. In der ganzen Aufregung hat sie dem nämlich statt Goldfischfutter Vogelfutter in sein Bassin hineingeleert. Und das hat ganz überraschende Auswirkungen gehabt. Blub. Mir ist ja plötzlich so... Blub. Ich habe ja plötzlich so ein komisches Gefühl im Bauch. Blub. Es ist mir, als wäre ich... als müsste... Blub. So ist mir ja noch nie gegangen. Ob an diesem Futter etwas nicht in Ordnung war. Irgendwie war das anders als sonst. Also blub. Aber noch gut. Eigentlich noch recht gut. Gar nicht schlecht. Blub. Nur jetzt ist mir ein bisschen trümmelig. Einfach ein bisschen blub. Es lüpft mich einfach ein bisschen. Es lüpft mich. Es lüpft. Hey, was ist denn jetzt passiert? Könnt ihr euch denken, was da passiert ist? Genau, das Vogelfutter hat der Karl Friedrich tatsächlich gelüpft. Und zwar aus seinem Bassin raus und in die Luft. Vor lauter Vogelfutter hat der Goldfisch angefangen zu fliegen wie ein Vogel. Zuerst ist er ja schampa verschrocken, aber schon bald hat es ihm mit dem neuen Element angefangen zu gefallen. Und weil das Fenster gerade ein Spalt offen gestanden ist er raus und ab und davon. Für einen Goldfisch, der das ganze Leben in einem engen Aquarium verbracht hat, gibt es ja draussen in der Welt einen Haufen zu entdecken. Es gefällt mir gut, so wie es ist. Jetzt fliegt halt endlich einmal ein Fisch. Sehr interessant ist es, wenn man fliegen kann. Sehr interessant. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Menschen da aussen so ein grosses Aquarium haben. Man merkt nicht einmal, was oben aufhört. Nur ganz weit weg sieht man die blaue Stubendecke mit einer ganz hellen Lampe dran. Blub. Blub, 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 blub.
Nimmt mich noch Wunder, wie sie es hier mit dem Viertern machen. Das müssen ja ganz grosse Wesen sein, die hier können etwas oben reingehen. Blub! Es gefällt mir gut, so wie es ist jetzt. Wie machen sie es echt, wenn sie hier die Luft wechseln? Wenn mein Aquarium frisches Wasser braucht, tut mir Frau Schümperli einfach so lange ins Lavabo. Aber gibt es echt ein Lavabo, das groß genug ist, dass alle Menschen und Hunde und Katzen und Vögel und so Platz drin haben? Blub, es ist einfach sehr interessant hier. Einfach sehr interessant. Blub. Blub. Da unten hat sie auch noch Tiere mit Rädern. Ein Saukrach machen die. Was ist echt das für eine Sorte? Verrückt, was es hier alles zu sehen gibt, wenn man einmal aus dem Aquarium draussen ist. Man weiss gar nicht, wo man zuerst anschauen soll. Blub. Sehr interessant. Wirklich sehr. Blub. Hey, kannst nicht schauen, wo du hinfliegst? Ah, Entschuldigung. Hast du die Flugausweis in der Verlosung von der Vogelwarte gewonnen? Oder bist du blau? Ich glaube eher nicht. Ich bin glaube eher goldig. Ich mein doch, hast du die Nest auf der Schnapsfabrik und zum Morgen zu viel Alkohol verwünscht? Nein, Alkohol habe ich keinen gehabt. Ich bin zwar nicht sicher, was das ist, aber ich habe glaube keinen gegessen. Blub. Nur Vogelfutter. Und von dem ist mir immer noch ein bisschen blub. Speed ist durch die Luft wie ein Anfänger. Man könnte meinen, du fliegst heute zum ersten Mal. Ja, das stimmt. Zum allerersten Mal. Wann hat dir deine Mutter ausgebrütet? Ich glaube, soweit ich weiss, hat es mir überhaupt nicht. Blub. Blub. Was ist das für ein Spruch? Was bist du überhaupt für ein komischer Vogel? Ich bin glaube eher überhaupt kein Vogel. Ich bin ein Fisch. Fliegender Fisch? Ja, gewissermaßen schon. Blub. Hat meine Tante doch recht gehabt. Ihre Tante? Ja, die hat der Sturm einmal in die Südsee verschlagen. Und seither hat sie immer erzählt, es gab fliegende Fische. Ich habe ihnen aber nie recht geglaubt. Und was sind sie für ein Tier? Möwendank, das sieht man doch, oder? Eine blöde, dumme, ekelhafte Möwe. Wieso blöd? Blub. Und wieso ekelhaft? Ich finde sie eher... Ja, eigentlich eher nett. Blub. Du vielleicht. Aber solltest du mal hören, was die Menschen zu mir sagen, wenn ich probiere, mir auch einmal ein bisschen Futter zu schnappen. Die Frau Schümperle sagt manchmal, Karl Friedrich, du bist ein lieber Goldfisch und ein netter Goldfisch. Komm, jetzt geht's schön Mampfi, Mampfi. Weißt du, was die Menschen zu mir sagen? Hau ab, du Schissmöwe. Mach das fort, kommst du gieriger Vogel. Das Futter ist nur für die herzigen kleinen Dübli. Weg mit dir, du Vielfraß. Nicht vom Mampfi, Mampfi. Vielleicht haben sie halt nur Taubenfutter und kein Möwenfutter. Das ist mir doch egal, was das für Futter ist, wenn ich Hunger habe. Ja, das kann ich gut verstehen. Sehr gut sogar. Blub. Wissen Sie, die Frau Schümperle hat mir auch aus Versehen Vogelfutter gegeben. Und das hat mir prima geschmeckt. Richtig blub. Da sieht man es wieder. So ungerecht ist die Welt. Sogar ein Fisch kommt Vogelfutter über. Aber ein Möwe muss nur den Schnabel aufsperren und schon heisst's, mach, dass du fortkommst. Und dabei habe ich doch amigs so Hunger. Warum bin ich nur keine Taube geworden? Warten Sie doch einfach eine. Warten Sie doch einfach eine. So etwas Dummes kann nur ein Fisch sagen. Warten Sie doch einfach eine. Ein Möwe kann doch keine Taube werden. Wieso eigentlich nicht? Blub. Man kann viel mehr, als man meint. Ich zum Beispiel, ich habe auch gemeint, ich könnte nicht fliegen. Blub. Aber dann hat mir Frau Schümperli das Vogelfutter aus Versehen ins Pass. Red doch nicht immer von Vogelfutter. Mir knurrt schon wieder der Magen. Wie soll ich meine Tauben verwandeln? Hey, kannst du mir das vielleicht sagen? Vielleicht schon. Ich muss nur wissen, wie eine Taube aussieht. Und so etwas fliegt frei rum. Tauben sind grau, Möwen sind weiß und Tauben sind grau. Dann sieht die Taube also etwa so aus wie eine dreckige Möwe. Blub. Hey, dann müssen sie doch nur... Blub. Ich meine,
wenn sie sich würden ein bisschen im Staub wälzen, dann wären ihre Federn grau und die Menschen würden meinen, sie seien eine Taube und dann würden sie sie auch füttern. So etwas Blöds, das geht doch nicht. Das kann doch überhaupt nicht gehen. Das wird doch nie gehen. Hey, vielleicht geht das. Sie könnten es ja noch mal ausprobieren. Ich meine, schlimmstenfalls könnten sie sich ja einfach die Federn wieder waschen. Blub. Vielleicht geht das wirklich. Das muss ich sofort ausprobieren. Wenn ich mir vorstelle, 20 Tauben und ich mit drin, ein riesen Haufen knuspriges Vogelfutter. Wenn ich mir das vorstelle, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Wenn das klappt, ich sag dir, wenn das klappt. Weg ist sie. Schade. Ich hätte sie noch gerne ein paar Sachen gefragt. Es ist schon sehr interessant, wenn man fliegen kann. Blub. Wirklich sehr interessant. Weil die Möwe nachher auch in unserer Geschichte nicht mehr vorkommt, erzähle ich euch am besten ganz schnell, dass der Trick tatsächlich funktioniert hat. Die Möwe hat sich am Taubenfutter fast den Magen verdorben. So viel hat sie davon schnabuliert. Und weil die Verkleidung so gut gewirkt hat, haben sie einen Haufen andere Vögel der Möwe nachmachen. Gelungen ist es zwar den wenigsten. Ein kleiner Spatz sieht halt nie wie eine dicke Taube aus. Da kann er seine Federn grau färben, so viel er will. Und trotzdem probieren sie es heute noch immer wieder. Ihr habt sicher auch schon einen Haufen Vögel gesehen, die sich im Staub wälzen. Eben, das kommt alles von dem guten Rat her, wo der Goldfisch Karl Friedrich mal dieser Möwe gegeben hat. Der Karl Friedrich selber ist auf seiner Entdeckungsreise weitergeflogen und hat am Ufer von einem Teich eine Zwischenlandung gemacht. Was ihn dort interessiert hat, war nicht nur das Wasser, sondern vor allem eine Stimme, die er von weitem weg gehört hat. Immer nur lächeln und immer vergnügt, immer zufrieden, wie immer sie sind. Schön, wie sie können singen. Wirklich wunderschön. Blub. Da macht sich doch über mich lustig. Ich? Das heisst natürlich ich nicht. Ich mache mich nicht lustig. Ich weiß, dass alle Tiere wie Stimm wirst und grusig finden. Alle. Und dabei würde ich so gerne ein Opernsänger werden. Es ist einfach tragisch, wenn ein Künstler so verkennt wird. Ich weiss zwar nicht, was das ist, Opernsängerin, aber ich finde, sie haben eine wunderbare Stimme. Meinst du das wirklich? Ich finde, sie singen viel schöner als die Frau Schümperli. Und die singt schon sehr schön. Nur leider immer das Gleiche. Blub. Kennen Sie das Lied? Am Brunnen vor dem Tore. Nicht. Wir Künstler haben sensible Ohren. Entschuldigung, wenn ich etwas fragen darf. Ein Autogramm? Gern. Hast du ein Album mitgebracht? Nein, blub. Ich habe eigentlich kein Autogramm wollen, sondern... Kein Autogramm? Niemand will ein Autogramm von mir. Ich wollte eigentlich fragen, was sind Sie für ein Tier? Blub. Blässhuhn. Aber mein Künstlername ist Taucherli. Ich bin ein Goldfisch. Sehr interessant, ja. Ich habe aus Versehen Vogelfutter gefressen. Blub. Und jetzt kann ich plötzlich fliegen. Und jetzt bin ich hier gelandet, weil Sie so wunderbar gesungen haben. Immer das Spott, das ist furchtbar. Was ich für mich Kunst muss ich dulden. Nein, wirklich. Blub. Mir gefällt das Blub sehr gut. Würden Sie nicht, ich wollte nicht unverschämt sein, aber würden Sie nicht nochmal für mich singen? Ich soll? Du willst das wirklich hören? Blub, wenn Sie möchten so gut sein. Ich hab's doch gewusst. Einmal triff ich das Tier, das meine Kunst versteht. Ich sing jetzt. Nur für dich. Mi. Bravo, Blub, bravo, bravo. Ich habe gar noch nicht angefangen. Oh, Entschuldigung. Immer nur lächeln und immer vergnügt, immer zufrieden, wie es immer sich fühlt. Lachen trotz Weh und tausend Schmerzen. Musik? Den Mann nicht zum Maus halten. Ich hab's doch gewusst. Es ist mein Schicksal. Alle finden meine Stimme wie Mir gefällt Ihr Gesang. Blub.
Was ist so ein wahrer Kunstkenner unter 100.000 Banausen? Wenn der Frösch ihren Gesang nicht gefällt, warum singen sie denn nicht einfach für die Fische? Ich bin sicher, die sind alle begeistert. Das geht doch nicht. Du bist der erste Fisch, den ich an Land sehe. Die anderen sind alle im Wasser. Blub. Dann stecken sie doch den Kopf beim Singen einfach ins Wasser. Blub. Ins Wasser? Probieren Sie es doch einmal. Du hast recht. Ein wahrer Künstler muss der da gehen, wo sein Publikum ist. Ich danke dir für dein Verständnis. Immer nur lächeln und immer vergnügt, immer zufrieden. Und so hat der Goldfisch Karl Friedrich schon wieder mit dir einen guten Rat geben. Und weil das Taucherli in unserer Geschichte nachher auch nicht mehr vorkommt, sage ich euch ganz schnell, dass das Unterwasserkonzert bei den Fischen ein riesen Hit war. Das Taucherli war über den Erfolg so glücklich, dass seit dem Tag alle Taucherli nur noch unter Wasser singen. Glaubt ihr das nicht? Könnt ihr mal am nächsten See schauen, wie sie den Kopf im Wasser haben. Das ist eben, weil es gerade den Fischen etwas vorsingt. Der Karl Friedrich ist auf seiner Entdeckungsreise fröhlich weitergeflogen und hat gar nicht gemerkt, dass schon wieder ein Abenteuer auf ihn gewartet hat. Es gefällt mir gut so, wie es ist. Jetzt fliegt halt endlich einmal ein Fisch. Sehr interessant, was man hier in der Luft alles erleben kann. Wirklich sehr interessant. Ich merke erst jetzt, wie langweilig das eigentlich ist, so allein in meinem Aquarium. Und alle Vögel sind so nett zu mir, wirklich sehr nett. Au! Passen Sie doch auf! Sie tun mir ja weh! Au! Lassen Sie mich doch los! Au! Au! Loslassen! Hilfe! Hilfe! Ich will Aber alle seine Hilferufe haben nichts genützt. Ein grosser, schwarz-weiß gefärbter Vogel hat den Karl Friedrich mitten in der Luft gepackt und mitgenommen. Und losgelassen hat er ihn erst wieder, als er mit ihm in seinem Nest angekommen ist. Hoch oben in einem Baum. So, das hätten wir. Blub, blub. Willst du mich jetzt fressen? Was fressen? Ein Elster frisst doch kein Fisch. Du. Ja, nicht solche, die fliegen können. Aber warum hast du mich denn mitgenommen? Weil der so glänzig. Bist du aus echtem Gold, gell? Ich glaube eher nicht. Blub. Ich bin aus echtem Fisch. Ist mir eigentlich ein Pfeffendeckel gleich, solange du nur glänzig. Wieso ist das so wichtig? Je mehr glänzige Sachen man hat, desto besser kommt man bei den Frauen an. Das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Ja, aber wir Elstern wissen das. Wir kommen nämlich draus. Darum stehlen sich Elstern lauter glänzige Sachen zusammen. Um bei den älteren Frauen Eindruck zu schinden. Schau mal, was ich schon alles habe. So, ein kleines Spiegel. Ja, ja. Dann hier ein silbriger Löffel. Ein Stückchen Staniolpapier. Ja. Ein Ecke Glas. Ja, und jetzt noch die. Ja, und das gefällt den älteren Frauen? Na klar. Haben Sie ihnen das gesagt? Nein. Wieso nicht? Ich habe doch noch nie mit einer Frau geredet. Es hat ja gar keinen Sinn gehabt. Ich habe noch nicht genug glänzige Sachen gesammelt. Aber wenn ich dann mal ganz viel habe, dann bin ich dann 7 sicher. Ich kann ja gut verstehen, dass Sie gerne eine Frau hätten. In meinem Aquarium bin ich manchmal auch ganz allein gewesen. Nur nicht mehr Schümperli, das ist auch nicht alles. Blub. Ich habe noch manchmal gedacht, jetzt eine nette Goldfischfrau, das wär's. Aber ich habe nie glänzige Sachen gesammelt. Ich verstand ja nicht viel davon, aber irgendwie finde ich, das ist ein bisschen umständlich. Ein bisschen... Blub. Ja, was würdest du denn machen, um einer Frau zu imponieren? Ich würde es halt gar nicht probieren. Dann bleibst du Leben lang Junggesell. Wenn du nie mit einer Frau redest. Nur das Imponieren würde ich nicht probieren. Reden würde ich schon. Was willst du sagen? Einfach nur, du, Blub, du, ich hab dich gern. Ich hab dich gern. Ich hab dich gern. Mit dem kommst du doch bei keiner Frau an. Gold wollen ich sehen und Silber nicht. Ich hab dich gern. Ja, haben Sie es schon mal probiert? Natürlich nicht. Ich bin doch nicht blöd. Mach mich doch nicht... Aber was hast du gesagt, dass du würdest sagen? Ich hab dich gern. Blub. Nur das Blub wird die eher weglassen als Vogel. Ich hab dich gern, hä?
Ich habe dich gern. Pip. Ich habe dich... Und du meinst, das funktioniert? Ja, ich glaube schon. Ja, ohne Spiegel und Staniolpapier. Ja, das schadet sicher auch nicht. Zusätzlich meine ich. Ja. Du, das probiere ich aus. Ja, probiere es einfach aus. Ja. Und wenn das funktioniert, ja, das wäre ja nicht zum Aushalten, wenn das funktioniert. Ja, ich kenne da nämlich ein herziges älteres Fräulein. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ja, wenn das funktioniert. Ja, ich hatte dich gern. Ich hatte dich gern. Der ältere Mann kommt in unserer Geschichte auch nicht mehr vor. Er hat auch gar keine Zeit dazu. Der Rat, den ihm der Karl Friedrich gegeben hat, hat nämlich so perfekt funktioniert, dass er jetzt nur noch mit seiner älteren Dame auf einem Ast gesessen ist und geschnäbelt und geküschelt und geflirtet hat, dass es eine Freude war. Der Karl Friedrich selber hat von dem jungen Glück allerdings nie etwas erfahren. Er hat nämlich nicht auf die Eltern gewartet, sondern hat gemacht, dass er so schnell wie möglich aus dem Nest fortgekommen ist. All seine Abenteuer haben ihm gelangt. Und die grosse Welt war offensichtlich doch ein bisschen gefährlicher gewesen, als er am Anfang gemeint hat. Darum hat er beschlossen, er mache sich auf den Heimweg. Er hat sowieso ein bisschen Heimweh gehabt nach seinem Aquarium. Und sogar nach der Frau Schümperli. Und vor allem hat er nach all dieser Flügerei Appetit gehabt auf eine zünftige Portion Fischfutter. Aber als er durchs Fenster zurück in die Stube geflattert ist, hat er eine rechte Überraschung erwartet. Am allerschönsten ist's bestimmt, wenn man im eigenen Wasser schwimmt. Blub, 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 blub. Hey, was ist denn das? Da schwimmt ja jemand in meinem Aquarium. Hey, Sie, hallo, was machen Sie da innen? Ich wohne da. In meinem Aquarium? Nein, in meinem. Ich bin hier daheim. Blub, das ist ja die grösste Frechheit, die ich je erlebt habe. Da macht man nur einen kleinen Ausflug und schon... Ja, was brauchen Sie überhaupt ein Aquarium? Sie sind ja ein Vogel. Ich bin ein Fisch, blub. In der Luft. Fische leben im Wasser. Ich bin sicher, Sie können nicht einmal richtig schwimmen. Und ob ich das kann... Oh, tut das gut. Endlich wieder einmal im Wasser. Ist das wirklich? Sind Sie wirklich? Sind Sie der Karl Friedrich? Genau der. Aber Sie sind doch spurlos verschwunden. Die Frau Schümperli ist sogar auf der Polizei gewesen, kann eine Vermisstenanzeige aufgeben. Aber die haben sie nur ausgelacht. Und darum ist sie dann in Tierhandlung und hat mich gekauft. Ich habe nur ein kleines Reisli gemacht. Man will ja auch mal etwas sehen von der Welt. Blub. Das ist mir jetzt direkt peinlich. Ich meine, wo doch das Ihr Aquarium ist. Ich habe mich nicht wollen. Ich weiss nur nicht, wenn ich mir eine andere Wohnung suchen soll. Bleiben Sie doch da. Es hat ja genug Platz für uns beide. Aber ich kann doch nicht mit einem wildfremden Fisch. Ich bin doch nicht wildfremd. Ich bin doch der Karl Friedrich. Und wie heissen Sie? Konstanze. Ein wunderschöner Name. Karl Friedrich gefällt mir auch gut. Du, Konstanze, ich darf doch du sagen. Klar, wo wir doch jetzt Nachbarn sind, gewissermaßen. Du, Konstanze, Ja, Karl Friedrich. ich hab dich gern. Wirklich? Ja. Blub. Ich weiß gar nicht, was ich da dazu soll sagen. Sag irgendetwas. Blub, Und das ist das schönste Wort, das ich je gehört habe. Blub. 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 So ist der Goldfisch Karl Friedrich zu einer Frau gekommen. Die beiden sind sehr glücklich geworden miteinander und wenn sie nicht gestorben sind, dann schwimmen sie heute noch. Vogelfutter hat der Karl Friedrich auf alle Fälle nie mehr gefressen. Es hat ihm viel zu fest gefallen, zusammen mit der Konstanze in seinem Aquarium. Nur die Frau Schümperli hat gestaunet, wo sie plötzlich statt einem Goldfisch 2 hat. Aber ich erzähle euch jetzt nicht, was sie gesagt hat. Schliesslich habe ich euch ja versprochen, die Frau Schümperli kommt in dieser Geschichte nicht mehr vor. Und sowieso ist die Geschichte jetzt vorbei. Plupp!